Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Ja, denn, kleine Wicht hier, Mimosa, muss ich mir definitiv noch merken, weil der hat noch einen Brief für uns und ich muss die anderen Briefe erstmal zustellen. So, jetzt gehen wir aber mal noch Ölver oder Oilwert. Ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. Ich habe immer Ölver dazu gesagt. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Das würde mich echt interessieren. Ist das der Eingang? Sesam, öffne dich. So fettes Tor, wie soll man das bloß aufkriegen? Alle hopp, ich denke, das dürfen wir ruhig als Aufforderung einzutreten missverstehen, oder? Na dann, alle hopp, wollen wir mal reifrei noch ein Motto, tritt ei, bringt Glück rei. Wenn du das so siehst, na meinetwegen. Felsenfest brauchen wir auf jeden Fall als Abilities, die wir hier brauchen, vor allem beim Endboss. Sollte ich dran denken, wenn es sich bei einem Charakter nicht vermeiden lässt, dass das halt nicht oder haut das halt nicht. Das ist halt das, aber trotzdem, es wäre besser, wenn die Leute hier die Ability Felsenfest hätten. Hier ist in die Truhe etwas geschuppt, das ist auch ganz interessant. Ja, schön mit ihrer Schnecke da hin. Morgenschein erhalten. Was ist dann das? Ordnen automatisch. Morgenschein. Ah, das ist so ein Quatsch, den unseren Mahagon schmeißen kann. So, da gucken wir uns mal schön um hier. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall noch so Schuppetruhe, wo ein Elixier drin ist. So, was ist das davon kruscht? Hab's mal angedatscht, ne? Hab's mal auf grün, auf rot gestellt. Okay, Gegner haben wir ja auch. Wie könnte es auch anders sein? Ah, nett. Der Jausepriester vom Wüstenpalais direkt hierher teleportiert. Die sind uns anscheinend auch als Gegner gefolgt. Ach, Freya trifft doch. Ab. Okay, wenigstens die dann trifft noch. Hat die stecken gut was ein hier, die Mistviecher. Neurosehieb, Alter. Oder gibt's erstmal einen Konter, du Mistvieh. Hör auf, so jausig zu sein. Messerstich trifft alle. Gut, Anna hat sich ausgejaust. Und sehr schön. Geht doch. Ich hoffe, die bringen auch jede Menge Gildi-Biester. Dann können wir nämlich wieder schön draußen einkaufen bei Mimosa. So. Ist Mimosa nicht auch ein Cocktail? Auf jeden Fall haben wir eine Jausepriester-Karte erhalten. Baldrian. Moment. Was braucht man da? Baldrian ist es nicht. Ah doch, Baldrian ist es tatsächlich. Das beruhigt wieder. Da ist er nämlich so heulsusig drauf. Okay. Dann gehen wir mal da in das Erdgeschoss rein. Nachdem wir was auch immer verprügelt haben. Was ist dann hier noch? Huch. Epitaph. Alles klar. Der versteinert. Oh, Freya hat's erwischt. Freya ist versteinert worden. Die hat keine Ability, um sich vor Versteinerung zu schützen. Und jetzt spuckt da noch ein Doppelgänger von Freya aus. Nach sowas. So. Okay, die erste Ladungen treffen noch das Mistvieh. Ich bin Freya. Von Wege. Steiner hat so umgemoscht mit dem Konter. Ja, so allmählich lohnt sich der Kerl, muss ich sagen. So allmählich lohnt es sich definitiv, Steiner im Team zu haben. Auf höherem Level geht er echt ab wie noch was. Ja, Freya ist jetzt durch ihren Versteinerungsstatus leider auch ausgeschlossen von Erfahrungspunkte und von AP. Das heißt, ich muss die Gutfrau jetzt erstmal wieder mit der Goldnadel entsteinern. Und dann gucken wir nochmal, dass die Abilities auch kriegen, die entsprechende. Was ist denn du drin? Herz aus Stein ist es, glaube ich, oder sowas. Moment. Oder Götterspeise. Genau, Götterspeise ist die Ability, die wir brauchen. Kommen wir mal überfallen raus, machen Götterspeise statt Desserei. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Weil Götterspeise ist die Ability dazu. Der hat Götterspeise, sehr gut, der kann es auch auswählen.
Dann als nächstes Freya. Meine liebe, liebe Freya. Götterspeise, Götterspeise. Da haben wir es doch. Felsenfest brauchen wir aber auf jeden Fall. Ability Up und Level Up ist unverzichtbar. Bodyguard halte ich in dem Fall für Quatsch. Dann machen wir lieber Götterspeiserei. Und können noch zusätzlich Insomnia, das schützt vor Schlaf. Das Werde Licht schützt vor Blindheit. Gift und Galle schützt vor Vergiftung. Herz aus Stein, Tontauben, Drachentöter, Pestizid, also das sind Sachen, das geht nur gegen, also das ist ein Angriffsbonus auf menschliche Gegner, auf untote Gegner, du weißt es nämlich genau, gegen Ungeziefer-Gegner, gegen fliegende Gegner, du weißt es Anime und auch gegen Drache. Dann würde ich doch sagen, wir schützen uns doch eher nochmal vor Schlaf, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann Mahagon. Hat der überhaupt Götterspeise drin? Er könnte aber nochmal HP plus 20 machen. Okay, nee, er hat noch nicht mal Götterspeise. Dann machen wir lieber nochmal HP plus 20 rein. Das ist auch nicht verkehrt. Dann sollte man nochmal generell die Leute heilen. Sie dann braucht's. Steiner kann 8 mal gebrauchen und er 8. So, das ist dann schon etwas lästig, wenn man keinen Weißmagier in der Gruppe hat. So, hier ohne geht's auch noch. Wo hier? Muss ich einmal die große Runde rennen. Cabernados erhalten. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Es ist circa 12 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Insofern kann ich nicht mehr alles wissen. Das ist eine Waffe für Steiner. Okay, sehr schön. Huch. Ist es ein Planet? Zweifelsfrei handelt es sich hierbei um eine Art Schrift, aber... Mama... mehr kann ich nicht lesen. Sie dann? Bist du in der Lage, die Schrift zu lesen? Es ist weniger, dass ich es lesen kann, vielmehr sprechen die Schriftzeichen zu mir. Ich raff das auch nicht so ganz. Interessanter Fakt, dann merken wir uns mal. Sie dann spricht merkwürdiger Spruch. Stahlrüstung erhalten, cool. Das merken wir uns auf jeden Fall mal. Huch. Uppala, da wollte ich aber jetzt noch nicht hier. Und hier? Ja, lässt sich nicht aufschieben. Ist die etwa versiegelt? Na, jedenfalls geht sie nicht so auf. Okay. Dann gucken wir doch mal hier runter, so ganz frech. Aha. Ja, sind wir wieder irgendwo. Können wir wieder so Dinge machen. Keine Reaktion. Kommt vielleicht auch auf die Reihenfolge an. Und der da? Komm schon. So. Und keine Reaktion? Ja, kommt vielleicht auch wieder auf die Reihenfolge an, genau. Okay, dann muss es noch woanders welche geben. Kraftkittel erhalten. Sehr schön. Da aber haben wir auch noch so 2 von den Dinger. Und Federstiefel erhalten. Sehr schön. Haben wir zufällig etwas Passendes? Lapis Lazuli, du lernt dann nie wieder vor. Okay, dann könnt ihr die Federstiefel mal erzählen. Da kann man nämlich immer Levitas lernen. Ach, unglaublich praktisch, gerade bei solchen Steingegner. Wie viel verschlingt es dann immer Levitas? Immer Levitas. Wo ist es dann? Verdammt, ich nochmal. Na, immer Levitas verbraucht 6er. Da haben wir jetzt gerade nichts, was wir da entbehren könnten. Ne, das müssen wir dann einfach so noch gut düngen, dann wieder dran machen. Aber es ist so unglaublich praktische Ability. So. Ach, das hat keine Reaktion. Das heißt, es kann ja nur das Ding da links sein. Also, Oxus A. Oho, da tut sich ja etwas. Ein Schiff aus einer alten Hochkultur. Aus längst vergangene Tage. Also doch bestimmt die Reihe Volk. Ja, das Ding kennen wir. Ach. Aber ich lasse euch erstmal im U gewesen. Muhahaha, weil ich so fies bin. Kriegsschiff. Technisch auf unterem Stand.
leicht in der Fertigung. Mhm. Und dann nochmal den. Muss wahrscheinlich die rückwärtige Reihenfolge sein, ne? Ja. Kriegsschiff Invincible Testmodell. Prototyp Fehlschlager. Mhm. So. Hat sich nämlich von selber geklärt, um was es hier geht. Nein! Jetzt kommen wieder so Viecher. Bitte nicht die Jausepriester. Natürlich. Immer genau das, was ich nicht will. Das war ja so logisch. Okay, wir ochsen jetzt einfach mal auf die Viecher drauf hintereinander. Messerstich. Haha, sehr schön. Konter. Oh Mist, ja, da verfehlt. Okay, also Steiner macht wirklich richtig gut Schade, muss ich sagen. Der Messerstich hat nur sie getroffen. Anna hat sich ausgejaust. Und zack. Steini. Sehr schön. Und sie dann schnetzeln ab. Ja, sehr gut. Nur sie dann wenigstens. Und der Konter bekommt dem Vieh nicht so gut. So, sehr schön. So wird's gemacht. Und Freya kriegt auch noch ein Level. So Mitleidslevel hinterher. Ah, Steiner ist kurz am nächsten Level. High Potion trifft sich auch sehr gut, dass die Viecher das geben. Kann nämlich Freya gerade ein paar davon gebrauchen. So. Dann noch das letzte Ding machen. Kriegsschiff Invincible Erstmodell. Das derzeitig verwendete, verbesserte Modell. Mhm. Wir sehen die Entwicklung von Invincible. Tja, das ist das Schiff, was Bestia aussaugt. Huch. Hier ist auch noch Lasershow, so wie es aussieht. Huch, da ist auch noch was zum Trarumdatsche. Machen wir doch glatt. Hey, geht einfach so aus? Boah. Die Geburt der Städte. Hä? Was? Schon wieder Ausgange? Boah. Die Städte im Zenit ihrer Blüte. Oder immer wieder was? Doch Blüte führt zu Reichtum und Übermut. Reichtum und Übermut führten zu Dekadenz. Und Dekadenz letztendlich zum Untergang? Und wieder was. Geht's anscheinend um irgendeinen Planet. Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung haben sie angefangen, die Städte Terras unaufhaltsam Untergang entgegenzugehen. Schon bald gingen sie einer noch um andere unter. Terra ist also hier der Planet, um den es geht. Was ist denn das hier überhaupt für ein Ort? Ja, der wirkt technisch wesentlich versierter als alles, was wir bisher von unserem Planet hier kennen. Also, spannend, spannend. Anderer Planet ist im Spiel. Jetzt sind wir wieder hier. Da kommen wir erstmal nicht durch. Da brauchen wir einen Schlüssel oder ähnliches. Also, es geht hier anscheinend in Ölver oder Oilvert, ich weiß es echt nicht, geht es auf jeden Fall um irgendeinen Planet, der bis dato nicht bekannt ist. Ah, hier wieder, ihr Wichtolosaurus. So, Steelskin, 3 Teile High Potion, Emerald und Elixier. Ja, komm schon her. Ein Saphir kann ich gebrauchen. Eventuell gibt es da was Cooles, nicht ein Saphir, ein Smaragd. Eventuell kann ich dafür dann irgendwas Kühles wieder kaufen. Damit hat er sich wieder die Reise finanziert. Moel. Der kriegt leider nichts, der arme Wicht. Dann zelten wir doch erst einmal hier. Und dann wird nochmal eine Runde gespeichert. So. Bietet sich ja perfekt da hier in dem merkwürdigen Alien-Bau, der wir hier haben. Also so viel kann ich auf jeden Fall verraten. Das habt ihr ja schon gesehen, dass es hier um den Planet Terra geht. Und das scheint ja nichts Irdisches zu sein. Es scheint irgendwas Außerirdisches zu sein. Was Extraterrestrisches. So, dann gucken wir uns das doch mal an, was es hier noch so Schönes gibt. Ich hoffe, ihr Wichtolosaurus seid in einem Gebiet, wo keine Gegner sind. Wäre schade um euch Mogris. Ich mag die Mogris. Das sind goldige Wichtel. So, was haben wir denn hier noch? Ein Gaia-Kittel gibt's noch.
in Final Fantasy XII sehen die echt super goldig aus, die Mokris. Da haben sie sie wirklich schön neu aufgelegt. So, wird das so einer. Du, Epitaph, Mistvieh, Stein. Natürlich ausgerechnet auf den, der es nicht hat. Scheiße. Okay, dann spuckt er gleich nochmal so einen Doppelgänger raus, ja. Das war klar. Aber von Zidane das mal. Das hat Kucha auch gemeint von wegen, wer kämpft schon gern gegen sich selbst. So. Ich bin Zidane. Hey. Was machst denn du scheiß Typ? Hör auf! Das sieht nicht gut aus. Ja, das war zu viel für Zidane, sich selber dort zu sehen. Deswegen, der ist so hässlich, wenn er in den Spiegel guckt, dann stirbt er einfach. Und als nächstes werde ich mal sagen, du bist sowieso nicht so stark, deswegen belebst du mal wieder Zidane. Und Steini, du machst dein Epitaph hier platt. Okay, das hat nicht gereicht. Dann entsteinern wir noch Mahagon. Goldnagel. Wieder der. Okay. Dann killen wir noch diesen Doppelgänger. Ich bin Zidane. Als ob. Du machst Zidane wieder ganz. Oh Gott, 9999 schade. Das ist bitter. So, Steini for the win. Sehr schön. Und dann boxt ihr jetzt mal drauf, wenn jemand versteinert wird, dann ist das halt so. Okay, bitte auf Freya oder so, jemand, der es ab kann. Natürlich, der findet immer, zielt sich heraus, wer sich hier versteinern lässt. Mistding. Schon wieder. Und wer kommt jetzt raus? Wieder ein Zidane. Machen wir den scheiß Epitaph jetzt mal platt. So, gut. Und, der steht noch. Ich bin Zidane. Hätte ich gern. Okay, Zidane ist mal wieder platt. Na okay, Freya hat ausgereicht, um ihn platt zu machen. Gut, das heißt, zwei profitieren das mal nicht von unserer Erfahrungspunkte und HP. Und dafür gibt es jede Menge Erfahrungspunkte. Heidewitzka. Herr Steiner geht mal richtig ab hier, der nutzt es mal so richtig aus. Okay, wenigstens ein paar Phönixfedern, das ist schon mal ganz praktisch. Also so ein Kampf gegen so ein Epitaph kann durchaus sehr nützlich sein, wie man jetzt gesehen hat. Okay. Dich flicken wir wieder einigermaßen. Du bist auch so weit auf dem Damm, du ach. Dann passt das wieder. Okay, hier können wir außerdem auch noch irgendwas machen. Das komische Ding da an der Decke, was ist denn das? Das ist zwar so komische Malerei am Boot, aber nur um das hier zu beleuchten. So ein riesiges Ding aufzuhängen, ich weiß ja nicht. Okay. Da geht's aber auch noch weiter. Ui, da geht's runter. Na dann. Lost sich nicht, ne? Das lost sich nicht so ganz. Dann müssen wir irgendwas hier machen. Ne? Nochmal, okay. Gut, da labert er nur rum. Da können wir nichts aktiv machen. Hier können wir auch nichts dran drehen oder so. Nee, geht nicht. Okay, dann können wir wieder zurück zu den Mokris. Und ich hoffe, bis dahin werden wir nicht attackiert. Oh, hoppla. Jetzt sind wir wieder da. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier einen Speicherpunkt anlegen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Da gucken wir uns dann weiter um und hoffen, dass wir sowohl das Ding da rechts, die Plattform zum Laufen kriegen, als auch durch die Verschlosse der kommen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.